Ja, hallo, hier ist wieder euer Roy. Heute wollte ich euch nochmal erzählen über die Erfindungen, die durch Zufall entstanden sind. Und heute geht es um den Schnorchel. Da wissen nämlich die wenigsten, der Schnorchel ist durch einen Schrecken entstanden. Und zwar war es so, es gab Schwimmer, die haben festgestellt, wenn ich über die Wasseroberfläche auf den Boden gucken möchte, dann verschwimmt das, nicht? Und da haben die gesagt, ich muss den Kopf unter Wasser tun, da kann ich den Boden besser sehen, ne? Und da kommt übrigens auch der Begriff Bodensee her. Und jetzt ist es aber so, die Angehörigen, die am Ufer gewartet haben, die wussten jetzt manchmal, dadurch, dass der Kopf ja unter Wasser war, wussten die überhaupt nicht, wo der Schwimmer sich gerade befindet. Ne? Und dann hat mir gesagt, eigentlich bräuchten wir irgendwie ein Signal, dass wir immer wissen, wo der sich befindet. Und dann hat man überlegt, nehmen wir ein Fähnchen, ist schwierig zu befestigen, ne? Und dann hast du Wellengang, siehst du das Fähnchen nicht, das ist schlecht. Ne? Nehmen wir also am besten ein akustisches Signal, was der Schwimmer abgibt. Jetzt kann der aber, wenn man Kopf unter Wasser hat, kann der ja kein akustisches Signal großartig abgeben. Ne? Also hat man gesagt, wir brauchen irgendwas, was von sich mit einer Energieversorgung ein akustisches Signal immer wieder abgibt. Und da hat man das Prinzip von Flaschenblasen übernommen. Denn wenn du über die Flasche bläst, kennt ihr ja, ne? Dann gibt er den Ton, ne? Und wenn du über ein Rohr bläst, ganz genauso. Also hat man gesagt, der Schwimmer, der braucht ein Rohr, was er mitnimmt, ne? Und wenn der Wind, im Wasser hast du ja immer Wind, ne? Wenn der Wind da drüber bläst, dann hören wir die ganze Zeit, hören wir einen Ton und wissen immer, wo der ist. Jetzt wussten wir nicht so ganz genau, wie soll man das Rohr befestigen. Da hat man auch wieder hin und her überlegt und hat gesagt, ja, die Hände sind ja, kann er ja nicht benutzen, die brauchen ja zum Schwimmen. Also biegen wir das Rohr und dann kann der das in den Mund nehmen. Das eine Ende und das andere Ende, das guckt oben raus, der Wind bläst drüber, ne? Wir hören den Ton, wissen immer, wo der ist, wunderbar. Das ging eine Zeit lang so und der Schwimmer, ne, musste natürlich immer Luft holen, weil der wusste ja noch nichts vom Schnorcheln. Ne? Hat immer Luft geholt, kam hoch, wieder runter, dann ist er wieder eine Zeit lang mit dem Kopf unter Wasser geschwommen, man hörte den Ton, alles wunderbar. Und jetzt ist es wahrscheinlich so gewesen, der hätte einen Schrecken gekriegt. Ne? Vielleicht kam da ein außergewöhnlich großer Hecht oder sonst irgendetwas an und da hätte er sich erschrocken und hätte so gemacht. Hätte also ganz unvermittelt Luft geholt und hätte festgestellt, verdeckt, ich kann ja durch das Rohr Luft holen, also atmen. Und in dem Moment war quasi der Schnorchel erfunden. So war das.